Goedemorgen voor jullie allen. En het eerste wat ik zeggen wil te jullie, dat is een dankzijn voor al jullie wat voor ons gebed hebben en ons eigen dag zijn geweest. We hebben dat veel gerekend, alle wat zijn bij ons geweest. We hebben veel medhulp gekregen van jullie. We rekenen dat veel. Vele hebben ons een multitude gebracht en dat is een grote hulp geweest. We hadden een beetje hastig een dokter mis, dat eerste of het tweede Mal, wie voor ons er nog afgehast. En die hebben bijgevoeten en we rekenen dat veel. Daar wil ik een dankzijn te zijn. En evens waar we even gewoon te beden en dan gaan we even te de boodschap. Almachtiger Gott und Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir diese Gelegenheit von dir nach wahrer Hand hier kommen, um dein Wort zu hören. Wir danken dir für alles, was wir gehört haben. Und wir beten nur, dass was wir wieder noch hören wollen, dass was bloß dein Wort sein und du wirst zu uns reden. Und das uns Gebet in Jesus Namen. Amen. Wenn wir unsere Bibeln aufdrehen, in der Apostelgeschichte Kapitel 8. Aber du mal Kapitel 8 wird lesen. Du handelt sich dort, vielleicht weißt ihr alle, an wem sich dort handelt. Und du handelt sich dort ziemlich, vielleicht, ihr war sonst wie von dir Hirten, nicht? So wie ein Mann. Du redest ein bisschen von, Wort von Leodevier. Das handelt sich da am Paulus. Du in Kapitel 8, Vers 3. Du hast einen Vers, der sagt es, das soll aber pro die Gemeinde zu verstehen und ging von Haus zu Haus und schlaf Manna und frühes Wach und Leute anstatten. Das ist ein bisschen, was hier sein wird, was soll sein Leben wir. Und dann gehen wir eben nur Kapitel 9 von Vers 1 wieder. Da sagt soll aber schnauf noch immer nur sich in Dreif den Herrn seine Jünger zu morden. Er ging einem hohen Priester und frug nur Bräu und die Judenschule in Damaskus, dort wann er durch irgendwem ab sein Weichfang auf Manna oder Frühes, hat er die Danken gewonnen nach Jerusalem bringen. En als hij op een weg weer naar Damaskus scheint met einmal plötzlich ein Licht von Himmel über ihm. So, was wir hier sehen, dort das soll, wo Luther die Bibel so reden, dort wie Paulus, der Mann, der hat an sein Leben auch, da wir auch nicht in Ordnung mit Gott, der hat aber auch ein Iver. En zijn Iwa weer, zoals ik verstaan, zijn Iwa weer voor de gemeente waar hij ben opgewassen weer, waar hij weer groot geworden. En nu weer wat frischer opgekomen. Zo te zijn, ik geloof dat we wat niet voor hem. En hij weer door zijn jeen. En waar zijn jeen, weer jeen, dat is niet kwijt. Dat hij jeen graf met de mensen aan. Dat kwam zo weit, dat hij ik geloof hij Iwa dollar als een zes werd voor zijn kerk. En hij ging zo weit. Hij ging zo weit dat hij even dat zich een brief uitarbeiden aan de regering. Dat hij even meer recht had, even wanneer de mensen vielleicht niet mal van hem loon werden. Dat hij kan dan wat aandoen. Met zo te zijn met de regering erreicht. Aber dann sei wir durch Vers 3, durch kam auf einmal sozusagen ein Streik über sein Weg. Da sagt in uns, auf dem Weg wie nach Damaskus scheint mit einmal plötzlich ein Licht von Himmel über ihm. Und er fällt auf ihr und hört eine Stimme zu ihm sagen, Saul, woran verfallst du mich? So, dann sehen wir hier, dass Gott auf einmal hier etwas kommt und Gott redet zu diesem Mann.
Gott redet an und Gott raubt an, so zu sein. Soll früh, Herr, wer bist du, da du soll früh, Herr, wer bist du? Und der Herr sagt, ich sehe Jesus, den du verfolgst. Die wird dort schworen, je in den Stachel zu schlagen. Nimmst du ab und go an die Stadt nehmen, und die wird gesagt worden, was du tun sollst. So hier beginnen soll sich mit Gott, mit Jesus, und Jesus sagt zu ihm sozusagen, dort du bist am rechten Weg, und sagt, was er wieder soll tun. Die Männer, die mit am Reisen stünden und hatten nichts zu sein, und hielten eine Stimme über Sauen kämen. Dann stund Saul ab von der Erde, aber als die Augen aufmerkt, kann er nichts sein. Sie überfauten ihm an die Hand und leiden ihm in Damaskus nehmen. Und er kann 3 Tage nicht sein, und eet und drank nicht. Und in Damaskus wie in gewisser Jünger, der heißt Hananias, zu dem sah der Herr in einer Vision, Hananias, und er sagt, Herr, hier sehe ich. Und der Herr sagt zu ihm, steh ab und geh ab der Gossen ab, der die Gleichheit, und frau einen Jüd sein Haus, wo Saul von Tarsus ist. Sei einmal der Bet. Was mir auch sehr interessant ist, was hier passieren wird, dass Gott hat noch nicht diesen Mann alles gesagt, was er nu ist. Er hat den sozusagen noch bloß engagiert und sagt, weißt du was, ich habe hier bei jedem noch Menschen, du eine Stadt hat noch sozusagen einen Jünger, das wird das sein, und der wird die wieder sein. Gott sagt ihm gleich alles auf einmal, was er sozusagen, Gott sagt ihm bloß, dass er artig wird. Einmal hat mir das viel Gedanken, wo Gott diesen Mann anschieren an sein Leben. Gott hat das auf einen interessanten und auf einen sehr schwerer Weg. Wenn wir an das Zeugnis hier denken, was wir gerade hier, Gott, der was bitter gewandelt, dass das Mann soll eher nachdenken über sein Leben. Das war immer Paulus auch da. Er hat am bitter gewandelt, im Weg reden. Mir hat dann eine Frau, wie im Wort Gott ist zu Saul. Gott hat direkt zu ihm reden. Gott schickt nicht einen Prediger nach ihm, Gott hat selbst reden. Er sagt, der Tag so sein, er fällt von Petrus und als er abstand, dann wird er blind. Woran ist das? Gott weiß dort, wenn Menschen würden sagen, ich habe mal die Bibel sagt das, da würde ich euch nur teilen. Gott muss erst einmal was anderes, schwere Taulu und über ihm, dass Gott mal können reden zu ihm. Und als er das begehrt hat, dann einmal dann war du in Saul, wieder reut im Horchen, was Jesus in den Jünger zu reden hat. Dann wie er durch. Er sagt hier, dort Saul hat eine Vision gehabt, dort Hananias dort wird wie eine Arm kommen. Der wurde über am beten. Gleich wie dort fährt durch ein Interessen wir, was zu hören von Gott und von Jesus seine Jünger. Wir sagen dort nicht wir. Dort hat er angebracht, was Jesus bekannt hat. Das wird wir sein da. Und dann sagt du Vers 13, dann sagt Ananias, Herr, ich habe viel von diesem Mann reden hier, wo viel Schulden hat, die eine Helge an Jerusalem zugesagt hat. Und ich habe hier Vollmacht von den Hohenpriester, all die Fürsten nehmen, die Namen anrufen. So, das ist interessant. Mir wird das interessant. Mir hat viel Gedanken, wieso ist Ananias dort? Dort wird dann bekannt gewesen, wer soll wir. Und auch dort hat sich halt Freiheit ausgearbeitet, dort können die Christen mit der Regierung ihre Freiheit tausagen. Aber der Herr, der sagt zu ihm, go
Aber der Herr zei te hem, go, wils ik heb mij als een hond langer gewählt, mijn noem voor de veldja, Chinese in Kenia, Israël te brengen. Als ik dit lezen, dan geeft me het deze gedaan. Wat zegt het hier, te wat heeft hij Paulus geraten? Dat hij niet zal verloren gaan? Wanneer bloos doet weer, dan kan hij den dag nog sterven. Wanneer hij die bloos geraten wird, omdat we niet zullen naar hel gaan, dan kunnen we den dag sterven, waar we dat erkennen, dat Jezus ons Rader ist. Hier sagt ich habe mir den dort gewählt, omdat hij soll mir aus dem Hund langer durch sein, um das Evangelium wiederbringen. Zu wem? Wem soll er das bringen? Wo soll er das hinbringen? Das sagt nur die Völker Israel und nur die Chinese. Oder nur die Kinder Israel. Wils ich wel aanwijzen, hoeveel hij weer in mijn naam leden moet. Hananias juist zich op een weg doorheen en ging dan am huis in en leed Saul de hang op en zei, broeder Saul, de Heer Jezus, die op een weg hierheen bejegend heeft, mij geschickt dat du waar ze zijn kan en met den Heiligen Geist gefällt zijn. En voets vallen zo wat als Scheiben van zijn Eeuwen en hij kan waar zijn. En hij stond op en leidt zich dein. En als hij eerst gegeten had, kreeg hij waar zijn kracht, zal aber blijft nog een paar dagen bij de Jünger aan Damaskus. Wat mij hier ook opvallend is, van dit part, dat zegt, als hij eerst geheilt wird, als hij eerst klar met zijn Glauben wird, dan leidt hij zich dein. Da wir nicht in lang het zien en waarlijk weltner, wanneer ze passen, hier wird dat, zoals het hier zijn, dat hier wird dat voets. En wanneer we lesen wir door dan wieder Vers 20. Hij fängt voets aan en de Judenschule te predigen, dat Jezus Christus Gottes Zoon is. Dat weer het andere wat ook met deze man voets losging en de arbeid aan. Hij wil nu zo te zijn verniet, had niet een wit gekregen en hij had niet nog lang te sleuren als hij nu voor hem zorgen wil en als hij weer een oude wit wil zijn. Je weet niet wat ik probeer te zijn. Hij wil nu am Glauben en hij had het klaar voor wem hij nu leeft en voor wem hij nu schaffen deed. Vers 21 zegt, en al die am Hirten de wunderten zich in vreugden, als dit niet die aan Jeruzalem die aanbracht, die deze naam aanroepen, en als die niet hergekomen, die vast te nemen en naar den hohen priester te brengen. So hier heeft het zo te zijn, de mensen wat am Hirten, hier heeft het veel gedaan. Hier heeft het zo te zijn, vielleicht nog een beetje fars, bedürfnis. Na, hoe schafft dat? Nu, kijk wat de predigt. Wir nicht einmal ganz geändert. Aber Saul wordt stärker und stärker in predigt, so klar, dat de Juden an Damaskus, dat Jezus, noch einmal. Aber Saul, der wordt stärker und stärker in predigt, so klar, tot de Juden an Damaskus, dat Jezus de Christus is, dat zij nicht jeden Arm stunden können. Mede jou, Lothar, besloten die Juden arm, dood te meer. Saul aber kreeg van ihren Plan te hören, zij stunden danach aber Werk in Stephanus arm dood te meer. Du las ich auch, dat zij aan de Stadsput luden sie danach am te brengen. Seine Jünger übernehmen an den nach en leiten an den Korf über de Wand rauf. Als hij naar Jeruzalem kwam, probeerde hij met de Jünger te komen, aber wir Angst vor und glaubten nicht, dass er wirklich ein Jünger war. Aber Barnabas nahm und brach
Nu de apostelen zeer aan, wo zal hij wees den Herrn gezien en met hem gereed had, en wo hij aan Damascus furchtloos aan Jezus zijn naam gepredigt had. Dan bleef Saul bij aan en ging voets vrij met aan touw en Jeruzalem ram en predigt ganz vrij en Jezus Christus zijn naam. Zo dat is een beetje kort te zijn wat het zijn daar over Saul zijn bekering, wat er passeren deed en wat hij vorher weer en wat hij nu later weer. Da waren we toen mal bladeren in Philippa kapitel 3. Als we mal wat versen lezen. Wanneer we denken aan Saul, Paulus sagt later nach, dass er dort nicht wert ist, ein Apostel zu sein. Er sagt dort, wen er Jesus seine Gemeinde verfolgt hat. Er sagt dort nu an, und wird von der schlimme Lehre, er weiß das. Dann denke ich an diesen Vers, was er hier sagen wird. Das sagt, Brüder, Kapitel 3, Vers 13, sagt, Brüder, ich sei mir nicht durch veran, dass ich dort all zu holen habe. Aber einer lehrt da ich vergeet, was hinter mir liegt, en raak mir uit, nur dort, was vor mir ist. Ich glaube, dort ziellos den Preis zu kriegen, wozu Gott mich von Himmel und Christus Jesus gerufen hat. All die, wie all vollkommen an Glauben sind, soll wie solche Sonnen sein, und wenn die an irgendwas unterstehen, Gott wird durch an dort noch offenbaren. Einmal haben wir uns genug dort gegeben, weil wir auch leben. Das letzte, was ich gelesen habe in Philippa Kapitel 3, hier sagt Paulus, weißt du was? Ich erinnere mich, wo ich mal bloß einmal an das alte Leben. Da wird hinter mir ist, da ich hingelu. Und ich streite mich nicht dort aus, was vor mir ist. Und ich habe eine Arbeit für den Herrn. Und das ist auch mein Plan, und ich glaube, dass uns Gedanken, uns alle taub. Bauer, beten. Dankeschön Gott für den Wort, und wir danken dir, dass du noch einmal an unsere Medbas und noch einmal mehr und einmal wahre Menschen das neue Leben schenken lässt. Kriegt, dass wir hier lesen, wo du das Morgen verändert hast und wo er haft den Herrn gefunden, so schaffst du noch einmal von dir, und wir danken dir dafür. In deinem Namen, Jesus. Amen.